Und der Kleine hat ganz im Palast auf seine Kammer getragen, wo er ihr unter dem Vorwand, sie für den Herzog ganz besonders zuzubereiten, einen eigenen Stall gebaut hat. Während seiner Freizeit war er so viel wie möglich bei ihr, hat sich mit ihr unterhalten und sie tröstet. Sie haben sich auch gegenseitig ihre Geschichten erzählt und der Zwerg Nase hat erfahren, dass ganz Tochter vom Zauberer Wetterbock sei, der auf der Insel Gotland lebt. Er sei in Streit geraten mit einer alten Fee und die hat sie aus Rach in eine Gans verwandelt und weit weg bis dahin gebracht. Nachdem der Zwerg Nase seine Geschichte erzählt hat, hat sie zu ihm gesagt: Ich bin nicht ganz unerfahren in diesen Sachen. Deine Verwandlung, also wo du da an diesem Kräutchen geschmeckt hast, das beweist mir, dass du auf Kräuter verzaubert worden bist. Das heisst, wenn du das Kraut findest, an das die Fee bei deiner Verzauberung gedacht hat, dann kannst du erlöst werden. Das war nur ein schwacher Trost für den Zwerg Nase. Denn wo sollte er das Kraut finden? Trotzdem hat er ihr gedankt und wenigstens ein bisschen Hoffnung geschöpft. Eines Tages ist beim Herzog ein Freund auf Besuch gekommen, ein Fürst aus der Nachbarschaft. Er hat darum den Zwerg Nase kommen lassen und zu ihm gesagt: Jetzt ist der Moment gekommen, wo du zeigen musst, ob du mir treu dienen und Meister von deiner Kunst bist. Der Fürst, der mein Gast ist ausser mir bekanntlich am besten und ist ein grosser Kenner von einer feinen Küche und zudem ein weiser Mann. Schau du jetzt, dass meine Tafel jeden Tag so ist, dass er immer mehr ins Staunen geratet. Dafür kommst du vom Schatzmeister alles über, was du brauchst. Und sagst, wenn du Gold oder Diamanten im Schmalz musst backen, so mach's. Ich will lieber ein armer Mann werden, als vor ihm zerröten.